Der Damen und Herren, liebe Freunde, ich kann erst beruhigen, also ich schwätze Maximum 145 Minuten, weil der Lori und Ricardo noch alle 2 für 5 Minuten. Dafür kann ich erst beruhigen, also wie das dann ein mooie Neven heeft. Herr Premierminister, der hat gestern ein interessant Rede gehalten, für die ich euch felicitieren, wo ich auch werde auf die Einzelpunkte einmal drauf gehen. Herr Präsident, der Damen und Herren, liebe Freunde, so ein Rede, das immer die Gelegenheit für die Bilder zu zeigen. Und gleichzeitig auch einen Ausblick zu machen, ob das was kommt, was letztes Jahr angekündigt ging, was das umgesetzt ging, und was das so angekündigt für das nächste Jahr. Und dafür will ich erinnern, dass der Premierminister letztes Jahr, jetzt sie bald 12 Monate hier, ein Kohleboot von Mesuren angekündigt hat. Also evidente Gründe ist auch noch nicht möglich, über all die Punkte anzugehen, weil sonst gehen noch die 145 Minuten, die ich schon nicht tue. Der Premier hat nach einmal auch an seinen Durchstellungen von gestern noch an den Dokumenten, die wir hier tun, daran erinnert, was alles letztes Jahr so gekündigt war, und was alles realisiert geht. Und da will ich vor allem daran erinnern, zu halten an die Verbesserung von der Kaufkraft, den Kampf gegen die Armut, Schaffen von abordablem Wohnraum, von der Aufsicherung vom Pensionssystem, von einem hochqualitativen Gesundheitssystem, von einer pragmatischen Umweltpolitik, auch von einer gut funktionierenden Wirtschaft mit guten und sicheren Arbeitsplätzen und guten und sicheren Arbeitskonditionen. Aber wenn man das objektiv guckt, ist ganz viel auch an den Mesuren geliefert gehen. Ein paar die Mesuren sind entre-temps umgesetzt, andere sind Instanzen wie EW, die eben hier uns ein bisschen mehr lang ist, weil ja nicht mehr an die Regierung dafür zuständig ist, aber weil auch nach Avien, Expertisen gemacht gehen, auch noch zu allerletzt, aber auch hier uns müssen auf Navi von der Heger Körperschaft werden. Aber immerhin diskutieren wir hier am Haus über das Projekt de Loi mit den zuständigen Ministern, wo sie deposiert kaufen. Aber wenn der Staat alles gucken wird für mehr, nicht mehr von Kommissionen angekündigt ist, gehe ich ja dann noch davon aus, dass das auch das genau wird selber sind, dass da verschiedene Kommissionen noch mehr, immer mehr, und noch die Wochen, die noch folgen, die Einzelfachminister am Detail an Kommissionen werden kommen, für die Ideen und die Projekte, die der Premierminister gestern gesagt hat, auch am Detail können zu diskutieren, dat gesagt die an Agenda, die elektronisch am Gang sind, immer mehr voll zu gehen, wo dann die Sitzungen werden kommen. Ich will aber auch noch gleichzeitig daran erinnern, dass verschiedene Punkte direkt umgesetzt sind. Das letzte Jahr, vor allem bei mehr Netto vom Brutto, was von den Slogan war, an der das geschieht, an der das geliefert gehen, an Kaufkraft von den Leuten, das dadurch verbessert gehen. Stichwort Logement. Die Regierung hat eine ganz paar Maßnahmen geholfen, ihren Schwung an der Marche zu kreieren und unterstützt dabei Käfer für Wohnungen. Darüber hinaus gehen Prozeduren vereinfacht, frei nach Motto, mehr und sehr bauen. Vor allem das sehr ist ganz wichtig, für dass wir den Besoin, die Leute mehr tun, auch können entgegenkommen. Stichwort Kampf gegen die Armut. Auch hier ist ein Entlastungspakt für allem denen entgegenkommen, wo das Armutsrisiko am höchsten ist, bei einer längeren Zeit an der Leute. Darüber hinaus gouf ein ganz paar die Sozialhilfen erhecht. Stichwort Pensionen, hier ist ein Konsultationsprozess, dem uns ungekündigt gehen, den ist am Gang, den ist gelaufen. Aber bis der Sommer wird die Regierung, wie der Premierminister das gestern gesagt hat, am Namen von der Madame Sécurité-Sozialminister, ich werde auch da an die zuständige Kommission kommen, für darüber zu schwätzen. Wir tun hier uns da Agendas-Probleme, weil bald all Mittwoch auch noch gleichzeitig Petitionskommission, also ich gebe einen Appell machen, dass wir zusammen Möglichkeit finden, nicht, dass wir bis den 15. Juli kein Mittwoch von tun, dass wir nicht an die Kommission von der Sécurité Soziale kommen, dass wir dafür denke keine Petitionskommission Mittwochs machen, dass wir da noch können, über den Dossier von der Sécurité Soziale zu kommen, weil das nämlich Plage von der Sécurité Soziale Santé-Kommission, die da was. Stichwort Umweltpolitik. Hier als Pragmatismus so zum Beispiel mit Konzepten wie Natur auf Zeit. Stichwort Wirtschaft, auch hier als Simplifikation administrativ, weil der wichtigste Punkt, weil es das wichtig ist, dass man den administrativen Busch ein bisschen mit dünn machen, für dass er doch sehr Kaffee gehen, für das auch die Betrieber zu helfen, aber auch
de Leiit, die heierns do sech och an dem administrativen Dschungel nemmi ëmfannen. An ich kann in der Regierung also wirklich net firwerfen, sie hat 10 an de Schoos gelöst. Der Damen an der Herren liefen, es war aber bisschen ernst as wie die Jahre für drinnen, obwohl wir letztes Jahr also schon zum Teil damit beschäftigt tun, da das die internationale Dimension. Seit der letzten Rede von der Lehre von der Nation, die der Premierminister gehalten hat, als die Welt nicht mehr dieselbe ist, aber am Gegenteil, das bald alles ernst. Der russische Angriffskrieg an der Ukraine dauert noch immer an, und Waffenpausen waren immer von kurzer Dauer. Und ich hoffe, dass es mal wenn sie sich an der Türkei begegnen, dass es da besser geht, dass sie da vielleicht ein Arrangement fanden, wann der dann alles auch zustande kommt. Schlimmer als aber auch auf der anderen Seite, dass die größten und historisch wichtigsten Alliierten, die wir hatten, die Vereinigten Staaten, und dem Präsident Trump uns da ganz komische Deklarationen möchte. Nämlich klar am Weißen Haus zwischen dem Donald Trump, dem G.D. Vance und dem Herrn Zelensky auf multiplen hin und her können wir Europäer als nicht mehr sicher sein, ob wir als zu 100% ob unsere größten NATO-Bündnispartner verlassen können. Das hat Konsequenzen für als Kollektivsicherheit in Europa und hat auch direkt Konsequenzen auf das Land. Wie der Premier signaliert zu der Lehre von der Nation am letzten Jahr gesagt hat und auch gestern wiederholt hat, das ist eine Zeit vom Umbruch und wir müssen darauf reagieren. Wir machen das, indem wir die Ausgaben für die Außensicherheit drastisch absetzen und das ist besonders positiv, dass die Verteidigungsausgaben nach diesem Jahr auf 2% vom RNB herabgesetzt gehen. An einer Welt, die immer mehr unsicher wird, ist das der wichtigste Schritt. Wir begrüßen, dass Lützeburg diesen Erfolg mitträgt, als sich als zuverlässiger Partner an Alliierten an der NATO positioniert. Das ist auch freilich zu sehen, dass es an dem Dossier einen breiten nationalen Konsens gibt, keine Unanimität, aber breiten nationalen Konsens, etwas, was nicht all der vier kennt. Für diese enormen Summen zu mobilisieren, können wir froh sein, dass wir gesunde Staatsfinanzen an den AAA haben. Das ist wichtig für können so lehnen zu gehen und noch für größere Aufstriche an anderen Deposten zu vermeiden. Notamment kann es nicht sein, und das mit der CSV nicht zu machen, dass das auf Kosten vom Sozialstaat gehen kann. Die kolossalen Summen, von denen wir schwätzen, müssen wir intelligent ausgehen. Das heißt, wir müssen europäisch denken. Aber auch am Interesse von Ländern Leid, wie der Premier gestern richtig gesagt hat, und dafür brauchen wir die wirtschaftliche Strategie an diesem militärischen Erfolg so sehr wie möglich, an dem muss auch großmöglich mitgedroht gehen. Wichtig ist, dass die Summen, die wir an die Fonds investieren, auch aus der Wirtschaft zugutekommen. Da müssen wir direkt die richtige Schaller setzen, dass das Maximum von den Geldern, die wir investieren, auch hier am Land hier Fristen drohen. Wir müssen als Kräfte bündeln mit den Partnern aus der EU. Das geht über gemeinsame Normen, gemeinsame Abkäufe und über den gemeinsamen Katalog von den Fonds heraus. Wir sollen uns aber keine Illusionen machen, eine europäische Verteidigungsindustrie rüsseln wir nicht von heute auf morgen aus dem Arm. Dieser Abbau wird Jahrzehnte dauern und dafür dürfen wir aber keine Zeit verlieren. Mein Kollege Laurent Moser wird heute Mittag noch mehr im Detail darüber gehen. Es muss sich auch bewusst sein, seit dem Zweiten Weltkrieg zu Lützeburg bemüht, als Industrie so aufzustellen, dass sie dem Frieden dient, als ein Schweidewäsch für Rüstungsgüter hält, und wir haben noch mehr wie ein weiter Weg zu gehen, und wir müssen noch gucken, was wir alles für selber machen, und noch wo wir überall wollen investieren. Weil wir müssen nicht machen, wir kommen nicht allein, und das ist auch wichtig, dass die klare Positionen durchschleiern, den Premierminister, den Außenminister und den Forstminister auf der NATO-Summe gehen, dass sie da ganz klar und deutlich können unterstreichen, was den Satz aus der Lützeburg versprochen hat, was Lützeburg umsetzt, dass auch da als Partner wissen, wo sie drin sind. Dabei können wir auf bestehende Stärken aufbauen, Stichwort Satelliten, Telekommunikation und Cybersicherheit, wo wir heute schon einen wichtigen Beitrag für die Verteidigung von unserem Kontinent leisten können. Da begrüßen wir auch, dass morgen am Kader auch eine Debatte d'Orientation stattfindet fanden über die europäischen Bestrebungen an der Défense. Handelskrieg. Neben der Vielzahl von aktiven Kriegsgebieten auf der Welt, die auch eine Situation wie unsicher machen, stimmen wir zusätzlich an einem Handelskrieg, Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten. Kurz nach seiner Wahl hat der Präsident Donald Trump angefangen, umfassend Straftaxen auf alle Importe an Amerika anzukündigen. Diese Decisionen waren natürlich nicht ohne Konsequenzen und haben große Verwerfungen an Opruhr am internationalen Handel ausgelöst.
Reaktionen gegenüber den US-Taxe waren weltweit unterschiedlich. Europa hat probiert, eine Eskalation zu verhindern, aber probiert bis heute auf Dialogverhandlungen zu setzen. Wir unterstützen die Regierung auf diesem Weg, den sie mit ihren europäischen Partnern angeschlagen hat. An Abermengenisch kann den Haut festhalten, dass viele Länder angefangen haben, sich strategisch vom US-Markt zu distanzieren. Das weil die große Bruder, der seit vom Atlantik einfach heierns dort gefühlt wird, dass hier kein zuverlässiger Partner mehr ist. Ungewissheit bleibt, wie stark die ökonomische und währungspolitische Spannungen als Land werden treffen, für allem über als Handelspartner, aber auch über Kapitalmärkte. Lützeburg ist ja einer der größten Finanzplätze in Europa, mit starkem Fokus auf Fondsindustrie, wo die großen Geschäfte an US-Dollar aufgewickelt wird. Ein Vertrauensverlust an den US-Dollar wird sicherlich nicht auf Favor von der Fondsindustrie. Wir auch heute kennt Donald Trump seine Politik Lützeburg aber an Karte spielen, an dem sich der Finanzplatz als sicheren Hafen an unsicheren Zeiten positionieren kann. Als flexibel, open und gut reguliert Finanzplatz hat einen guten Ruf an der Welt. Sie profitiert stark vom Vertrauen der Rechtsstaatlichkeit an der politischen Stabilität von unserem Land. Falls die US-Finanzsanktionen zuhören, können die Investiteure verstärkt auf reguliert und stabil EU-Finanzplätze wie Lützeburg zurückgreifen. Das wäre auch eine Chance für den Standort Lützeburg. Das alles ist aber kein Selbstläufer. Dafür müssen wir als Finanzplatz weiter modernisieren und diversifizieren. Wir müssen investieren, für das Finanzplatz kann innovieren, für das wir nach mehr resilient für externe Schocke gehen. Du weinst also gut, dass wir morgen eine Interpellation über die Zukunft von unserem Finanzplatz haben. Neben dem Finanzplatz, der ohne Zweifel, pardon für den Ausdruck, Weltklasse ist, brauchen wir eine solide industrielle Basis, die dem nicht nachsteht. Wir haben am Land Betriebe, die an jeweiligen Sektoren zu den besten zählen. Und die sollen wir auch unterstützen und dafür sorgen, dass sie weiterhin an den Standort Lützeburg investieren. Das ist aber ein Kapitel, was mich ganz besonders steuert, das Kapitel Liberty Steel, wo ich denke, will daran erinnern, der Betrieb musste verkauft gehen von einem Lützeburger Stahlentreprise auf Drängen von der Europäischen Union, weil es geheischt wird, das hat man eine Monopolstelle. Dann hast du hoch für mich, ob der Europäische Union sieht, sie von die Leute an die Arbeitsplätze, die durch verloren gehen, nach Schach kommen. Das wird die Europäische Union, die Förderung gestaltet hat, an den Deal als international nie zustande kommen, den du gemerkt hast, Liberty Steel hat den sicheren Hafen, wo sie heute in Lützeburg hatten, eine Firma, die mit Benefiz geschafft hat, die als Opfer gehen von dem, was an den europäischen Regulierungen nicht richtig lebt. Und da mussten wir auch auf europäischem Niveau die Änderungen machen und noch die Diskussionen feiern. Leider mussten wir auch feststellen, dass die Industrie zu Lützeburg immer mehr auffällt und dass wir Schwierigkeiten haben, die zu halten, die heiß sind. Und nicht genug neue Unzähler. Dafür begrüßen wir, dass die Regierung den Betrieben entgehen kann, weil, wie gesagt, der Weg möchte mit der Industrie und nicht gegen die Industrie. So hat die Regierung Körperschaftssteuer am Kader vom Entlastungspakt aufgesetzt und den Beihilfepakt festgelegt, die Industrie bei der Energietransition unterstützt, für mehr nachhaltig und mehr energieeffizient zu produzieren. Das ist Industriepolitik und das stärkt den Standort Lützeburg. Die Regierung unterstützt als Betrieber, Plätze zu vergraulen. Das Beihilfen ist mehr wie je notwendig, weil als Konkurrenz an den anderen Ländern schläft nicht. An Deutschland zum Beispiel schafft der Staat zusammen mit der Stahlindustrie für in Zukunft dringend Stahl zu produzieren. Mit Hydrogen als Energiequelle am Platz für Kohle. Zu Duisburg, nicht allzu weit weg von hier, wo sie da ganz komisch wählen, wenn in die letzten Bundestagswahlen guckt, soll eine neue Anlage gebaut gehen, die diesen Prozess möglich macht. Diese Investitionen kosten rund 3 Milliarden Euro, wovon 2/3 vom Staat finanziert gehen. Die Zukunft von einem geringen Stahl hängt allerdings davon ab, ob genug nachhaltige Energie verfügbar ist. Ob Klienten Preise mehr zu bezahlen, aber wie gut die Industrie sich um Weltmarkt behaupten kann. Weil Lützeburg nach der Petrolskrise in Stahlindustrie schon umgestaltet hat auf Elektro, haben wir hier einen anderen Ausgangspunkt und es geht weiter an der Dekarbonierung investiert. Für Hydrogen zu einer Energiequelle für als Industrie zu machen, gab von dieser Regierung auch recht toll gesagt, den 20. März gab von diesem Haus ein Gesetz angeholt, das die Grundlage für den Aufbau von einem nationalen Wasserstofftransportnetz legt.
Et erméiglech doch Verbindungen am europäesche Wasserstoffnetz wat Kooperationun mat den Opeschlemmer fördert, mam Ziel fir e grenzüberschreitende Wasserstoffmarche opzebauen. Darüber heraus hängt d'Entwicklung vum Wasserstoff vu verschiedene Faktoren auf. Der Verfügbarkeit vu dem geringen Wasserstoff, der wirtschaftlicher Rentabilität an den technische Möglichkeiten. Herr Präsident, wir brauchen einen europäischen Kader, den als Betrieb erlaubt, über Matt zu spielen. Die EU-Kommission hat Message verstanden und sie hat beim Omnibuspack, von dem der Premierminister auch geschwärzt hat, eine Vereinfachung von den Regeln und eine Mise à plat von Mesuren, die die Leben von den Betrieben nicht soll erschweren, ob die Instanzen wehbringen. Die administrative Vereinfachung ist notwendig, besonders an diesen Zeiten, wo Europa und Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Wir geben doch begrüßen, wenn die EU-Kommission an den Bereichen staatliche Beihilfen und Konkurrenzrecht die nötige Anpassungen gefirholen, mit dem Ziel, also Betrieber die nötig stärkt, an den nötigen Rückhalt zu gehen. Wenn wir schwätzen von der Kompetitivität, muss ich noch über Energie schwätzen. Die CSVDP-Regierung setzt auf eine responsable Energiepolitik. Kosten für den Strom gehen langfristig noch gedrückt, nicht einfach über finanzielle Strompreishilfen, sondern über strukturelle Hilfen am Bereich von den Netzkosten. Das ist eine nachhaltige Strompreispolitik, die auch der Wirtschaft so gut kommt. Auch am Bereich von den erneuerbaren Energien gibt weitere Erfolge gemacht. Ja, am Bereich von den Hilfen für erneuerbare Energien, für die Regierung mit den Mesuren von der färöischen Regierung führen. Aber es geht darum, Ambitionsziele zu erreichen, hier gehen aber noch weiter zusätzliche Maßnahmen geholt. Das Präfinanzement von den PV-Anlagen erlaubt et alle Ménagen och de mat Mammer Revenu an Produktion von Sonnenenergie zu investieren. Wir begrüßen ausdrücklich die Ausweitung von diesem Präfinanzement auf den Klimabonus funden. All konzernierte Ministere passen ihre Prozeduren am Sinn vom Ausbau von den erneuerbaren Energien nun, auch das Kulturminister hat das angekündigt. Ganz wichtig ist, dass wir die Normen für Wandräder aufpassen und damit erlauben, dass Wandräder mehr no in den Busch und noch mehr no in die Autobahnen können gesagt gehen. Begrüßenswert ist die annoncierte nationale Speicherstrategie. Transaktion auf erneuerbare Energien wird just gelingen, wenn die Speicherung davon klappt. Das ist richtig, dass hier Lützeburg auch eine Responsabilität überhält, an die Hölle von Zukunft Energie können zu speichern. Das ist der richtige Weg, aber wir müssen den Weg weitergehen. Ganz besonders wichtig ist da doch für als Betriebe, weil als Betriebe stehen wirtschaftlich durch die hohen Energiepreise unter Druck. Seit der russischen Invasion von der Ukraine sind die Energiepreise enorm geklommen. Der Strompreisdeckel, den wir über Jahre hatten, konnte man nicht an derselben Form weiterführen. Wir haben in Lützeburg geht es darum, und ich habe es für gesagt, und der Premier hat doch gestern angekündigt, dass wir werden Hilfe mehr bei den Netzkosten, für so, dass es für die Betriebe so gut wie für Privatleute auch mehr billig wird gehen, und das ist der Weg, den ich muss gehen. Es muss ja noch gleichzeitig der Bedarf beim Strom auch durch Dekarbonisierung einen großen Sprung gemacht wird, der muss noch ausgebaut gehen. Es geht auch darum, nicht die Leute zu penalisieren, die durch Lokalproduktion von erneuerbaren Energien ein Teil von der Lösung sind. Dafür brauchen wir ein Performance-Stromnetz von der Hochspannung bis an die Häuser heran. Wir haben gesehen, was in Portugal und Spanien geschieht, wenn das Stromnetz zusammenbricht. Wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass es so einen Blackout kommt. Und das bringen wir fertig, weil wir an das Stromnetz, an das Verbindungen vom Ausland investieren. Das kostet leider nicht nichts. Wir begrüßen dafür die Decision von der Regierung, dass ein Invest respektive nächste Kostenpunkt nicht komplett auf Betriebe und auf Leute aufgewälzt wird, aber dass auch die Regierung da hilft. Und hier überhält die Regierung Verantwortung und schützt Kraft von den Leuten durch konkrete Maßnahmen. Einerseits erhöht die Stahl einen Teil von den Netzkosten und auf der anderen Seite geht auch der sogenannte Mechanismus de Kompensation, den aktuell jeder von uns muss bezahlen, geht auch darüber diskutiert und geändert. Außerdem gehen die Vulnerablen an unserer Gesellschaft weiterhin unterstützt, an dem die Energiepreiszulagen weiter hoch gehalten gehen. Da geht es doch darum, über Tresor de Chaleur zu schwätzen und über Pompe à Chaleur. An neuen Häusern ist es ganz klar, dass es am besten ist, dass in eine Pumpe hält, mehr an allen oder an mehr älteren Citien an Häusern, wo noch nicht über die moderne Technologie geschwärzt gehen, soll ich aber auch darüber nachdenken, ob es nicht interessant wäre, Fernwärmenetze aufzubauen,
weil do ganz schwierig gëtt leng mat der Pumpel an die Kamedi fir den Oper déi Lesungen ze fannen, die notwendig sind. An das Meiglechkeet kann bestoen, et gëtt schon a verschiedene Mengen fir auch do Fernwärmeresoen ze machen, wo de Privatklier sech kann unschleessen wellen weder eng Bodemheizung huet nach sosäppes, a well do läit Wärmepumpe net den idealen Partner ass, mir dat se noch do guckt, fir do die neideg Fernwärm ze lieeren. Et se viel Gemengen, die dat schon machen, mit geht auch drin, dass auch Gemengen dort Unterstützung kreen vum Staat, fir dass het dodrem geht, fir das mo die Fernwärme können ausbauen. Herr Präsident, schon noch geschwert vun den Häuser vun der Fernwärme an do man kom nicht zum Thema vum Logement. Ein Thema war der letzte Jahr große Stelle wert, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, am Premier signaliert hat, aber wo doch darum geht zu gucken, was geschieht ist und was noch können. Gerade in diesem Bereich ist die Regierung am Gang, eine ambitiöse, courageuse Politik umzusetzen. Eine Politik für mehr Wohnraum und für alle mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wie überhaupt, der Logement wird Stiefkant von der Regierung deniert. Das Regierung hat dieses Problem als eine von den nächsten Prioritäten umgegangen. Ugangs 2024 als ganze Mesurepark ausgeschafft gin, fir die Groskrise im Wohnungsmarkt an dem Bausektor zu überwannen. Durch Kurzarbeit konnte mehr viele Arbeitsplätze am Bausektor aufsichern. Und durch den ambitionierten WFA, Fond Etat Futur der Schäfermer Abkaufprogramm, gouf profitiert, toffere Mund zu köbeln. Bëllege Akt als fir d'Eichkäfer opgesat ginn, genee wie d'Ofsetzbarkeet vun de Schulzinsen op engem Immobiliepré, wir begräessen an diesem Kontext, dats de bëllege Akt op 40.000 € wert bestoe bleiwe. Des Weiteren as se neue bëllege Akt fir Investisseuren agefauerert ginn, mam Ziel Investissementer a Wuningen zu encouragéieren. Beim Etat de la Nation vum lächte Joer huet als Premierminister ein 10-Punkte-Programm präsentéiert mat das käier auch strukturelle Moosnahmen, Heilung de Schwerpunkt op der administrativer Vereinfachung, dat ganz fir méi amiséiert ze bauen. Wichtig als heute zu betonen, dass das Mesure gemeinsam zwischen den verschiedenen Ministerien ausgeschafft gesehen, an net wie an der Vergangenheit gemerkt gin als vor allem Minister aus engem Silo die Welt durch den Zosisrondel geguckt hat. Für uns aber noch mehr wichtig als der Fakt, dass das Mesuren auch zeitnah an Musik umgesetzt gin. Und da wären die verschiedenen Fachministerin iwwer die letzten Main fleißig Schaffen. Sie sind effektiv de Grof von der Gesetzestext op den Instanze weh brucht, mam Ziel, dass das Maßnahmen en zerleute lokale Kader kreen. So zum Beispiel de Prinzip Silence vor Accord, die Bagatellgrenzen bei verschiedenen Baugenehmigungen aus staatlichen Autorisationen angefordert. Es gibt von einem nationalen Standard Baureglement mat denetliche Regeln ausgeschafft. D'Amendementer vum Remember ministeriell sinn op dem Instanze weh an dem Prinzip vun Natur auf Zeit as op der Schien sowie de Prinzip vun der Kompensation une fois pour tout. Digitalisation ze summe mat den Applikationun vum Once-Only-Prinzip werd eis och hëlle vun Prozeduren ze vereinfachen. Herr Präsident, ich kann noch weiterfuhren mit so einer Akteur, über den ich muss diskutieren, und das sind als Banken. Auch als Banken mussten sie schnell ein bisschen froh, was Präen belangt. Schon nach nicht mehr spät, wie letzte Woche, von den Leuten gezählt wird, die da so, und da willst du frisch investieren, da kriegst du von der Bank gesagt, der könnte nicht kaufen, der könnte das Haus renovieren für die Zomm. Es kann aber nicht sein, dass der neue Prämarkt für ein anderes Haus zu kaufen und dann verkauft hat für den Hut. Und da bleiben nicht dabei, und ich habe doch schon eigentlich an der zuständigen Finanzkommission gesagt, dass man da eigentlich mit den Banken diskutieren, weil da oft Hürden angelegt gehen von den nationalen Banken, wo die internationalen Banken die Hürden nicht tun, aber wo da den Zinssatz ganz anderen ist, weil dann die davon profitieren, für die Leute, die das machen, mir heich Prämie mit mir einem hohen Zinssatz zu gehen. Und dafür meine ich, wäre es wichtig von der Regierung, durch den zuständigen Minister mit den Banken zu Koa goen fir wat denen zu schwätzen, fir das auch Banken do helfen, fir das auch dort Leiit ärmer Konditionen könne greieren. Dommer aber net genug zu all dem werde ich gesot hun Niveau vun der administrativer Vereinfachung huet Regierungsrat den 10. Januar zusätzlich Maßnahmen fir Administrativvereinfachung ugeholl, besonders mam Ziel Wohnungsbauprojekte zu vereinfachen und zu beschleunigen. Den Innenminister, der Wohnungsbauminister und der Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität haben gemeinsam an einer Pressekonferenz 40 Mesuren zur administrativer Vereinfachung präsentiert. Ich will da just Revision vom berüchtigten Artikel
29 bis vum Gesetz iwwer Aménagement kommunal fir méi bezuelbare Wohnungen a 4 hiewe. Die aktuelle Regelle machen des abordable Wohnungen oft ze gros an dommer de Leider ze daier. Am neuen Artikel 29 bis gët dat geändert, dass fir das méi abordabel Wohnungen entstehen. Des Weiteren as doch wichtig gewircht, dass wann ich auch net froh war schon dat schon gesot am enger Budgets reet, dass die 2 Verwaltungen zu Summe gelöst gesinn iwwer Budgetsgesetz, dass het lo enheitlich Normen solle gehen an der Sicherheitsprozedure für de privaten, an de staatlichen, an de kommunale Bereich. Op de man näher kann en auch verschiedene Sachen vereinfachen. Ich will aber do erstreichen. Wir haben an der Arbeitskommission da den beschäftigt hun an Kolleginnen und Kollegen, die an der Kommission sind, die wissen dat bedeutet, dass man net Mann wie 13 Gesetzer 30 Reglement Grand du Coen a 5 Varieté ministerial muss nu gepasst gehen, a wo dann och net vun Haut op Mo geht, fir die alle Gotte op eng Norm zu bringen, weil kann net an de Mixer geheien an der so lieber op Moen, weil ich menge, dass dat Lesung net fir, so dats man do handrosinn, dass dat aber och wert kommen. Herr Präsident, dass vielleicht Schwierigkeiten hun sich eng Wohnung zu lechten, sogar am Lokativ weist doch op das Problem hin, der mich auf mein nächsten Thema bringt, an das de von der Armut. Lutte contre la pauvreté. Viel Leute hier am Land geht es Gott sei Dank gut bis ganz gut. Dafür dürfen wir aber die Schwächsten und Vulnerablen an unserer Gesellschaft nicht vergessen. Es sind vor allem die als Hilfe brauchen. Und das gilt nicht nur am Immigrationsbereich, sondern das gilt überall. Wir am Immigrationsbereich also es wichtig, dass man denen Leute, die heute zu Lützeburg sind und die heute zu Lützeburg an der Prozedur sind, dass man denen in die Hilfe zukommen lassen, die sie brauchen und dass man die auch begleiten. Ich komme immer darauf zurück, dass ich nachher mal nicht verstanden habe, wie werden wir denen Leuten nicht zu an den Grab gehen und sie begleiten lassen, wenn sie an die Epicerie nachkaufen gehen. Mit das kann man nicht für entwickeln, die zwar ausgeschrieben war von einer deutschen Firma, die die Standorte bekommen, mit einer Menge Namen, die doch nicht schlecht, wenn in den Leute Gift begleiten, dass es Möglichkeit ist, selber abkaufen zu gehen. Von da doch muss man eine Begleitung sein für soziale Leute, mit das da auf alle Fälle Gest für diese Leute zu weisen. Nicht alle Menschen, die hier am Land wohnen, kriegen alles bis für ein Haustier geliefert, mit dass sie sich auch durch die Möglichkeit haben, zu scheuern an unserem Land, selber darum zu bekümmern, dass auch hier Produkte können kaufen gehen. Aber wenn das doch so muss geschehen, mit einer Assistenz sozial, die am Anfang mit dem geht, dann soll man das machen. Aber wir sollen noch dummer beweisen, dass man den Leuten nicht nur als Nummer gesehen, sondern dass man die Leute auch dummer die Möglichkeit haben, sich an das Leben mal dran zu bringen. Wir werden dann noch mal ungeduld, wenn wir schwätzen, nicht nur von der Immigration, sondern auch von der Lutte gegen Pauvreté, auf den versprochenen Aktionsplan. Ich weiß, dass der Premierminister und auch der Minister von der Familie gestern angekündigt, dann der Familienminister ist am Gang. Verschiedene Aktionen sind auch schon umgesetzt gehen. Das ist wichtig, dass den Armutsprogramm könnt, für das wir etwas gegen die Armut können machen, weil wir haben an dem Sektor keine Zeit zu verlieren. Das ist wichtig, dass man endlich die Schere zwischen Arm und Reich mit klein kriegen. CSV ist der Meinung, dass jeder ein Recht auf Menschen wirklich leben hat. Auch das ist ein Element von der christlichen Soziallehre. Wo ich muss erinnern, weil mit einem Papst Leo der 14. der Pap erinnert wird, dass der Leo den 13. das war der die Regierung der Währung geschrieben hat. Und da das für die Leute, die sich mit der christlichen Soziallehre beschäftigen, du hast ein Programm, aber wenn das christliche Soziallehre ist, wissen alle gut, Menge Affinitäten zu dem Punkt und dafür hoffen ich, dass wir da auch fertig bringen, das so sehr wie möglich umzusetzen. Und das auch der Papst der 14. stand und dem basiert, was der Leo den 13. gesagt hat und dass du auch das nach ein an den Mittelpunkt könnt. Die Regierung hat doch klar gesagt, Bekämpfung von der Kannerarmut als eine Hauptpriorität. Das ist wichtig, weil die Armut an der Kante die Spuren hinterlässt. Wenn als Kant nicht tut, hat es schwer am ganzen Leben. Jo Lützeburg steht als Land insgesamt gut da, weil wir einen starken Sozialstaat haben, aber weil wir nicht nur an den Stehen investieren, sondern vor allem an den Menschen. Das ist kein Zufall mehr, politisch schwach. Viel gouf schon ugestoss, Beihilfe, Steuererleichtungen, Sozialtransferen, Beitalschen vom Staatsbudget, Fleiß an das soziale Budget, das ist auch gut so. Es ist also nicht so, wie wenn nichts geschieht. Es gibt Hilfe für Leute mit kleinen Einkommen, für die, die es schwer haben, das ist das, was eine selektive Sozialpolitik ausmischt.
D'Allocation de vie cher an Primenergie se substanziell an Lut gesat gin, a ganz wichtigchte soziale Mindestlohn as lo steuerfrei. Dat mcht de reelle Plus an Portemonnaie, nei Muse ugekënnecht. Ich komme bei engem Deel oder net ëch mit de Lorer Moser wert hat Mëtten nach insgesamt op all die Hëllefen, die gemerk gin zerekomme. Me dat alles datch mal bewusst geht net due an et bleif na en ganz Party erbecht fir Runners. Sozialpolitik as keg Niewesach, sie formt als zu Summe liewen, sie stärkt Kohäsion sozial an dummer Vertrauen an Politik. Wir willen ein Land, wo kein am Reh sto gelos gëtt, wo kein op der Streck bleibt, dofir brauche mir ein Kohärenzstrategie mat konkreten Zieler an de neige Mëttle fir déi Zieler zerrechen. Alles dat unterstreicht Wichtigkeit vun engem Aktionsplan gegen Därmut. Wir sind als TX Volksfraktion brett als Beitrag dazu zu leisten, ein Element am Kampf gegen Därmut als auch Steuerpolitik, wer den Übergang möchte zu meinem nächsten Thema, die individuelle Besteuerung. Das Regierung also getreten, beim Ziel, Leute steuerlich zu entlasten, hinne mehr netto vom Brutto zu lassen, für die Kaufkraft zu stärken. Das haben wir durch 2 Inflationsbereinigungen von der Steuertabelle gemerkt. Nach méi e großen Erfolg als bei einer längerer Zeit gelegt gin, die substanzielle Lärsch gesinn. So wie am Koalitionsakkord vorgesehen ist, als das Regierung lo am Gang steuerliche Niveau den nächsten Schritt 4 zu bereden. Wie der Premier gestern annonseiert huet, wird der Finanzminister ab Juli die Piste präsentieren, für eng einzige Steuerklasse zu schaffen. Wir halen dummer de Wort, weil versprach als versprach. Die Individualbesteuerung ist auch eng von den gesellschaftspolitischen Punkten gesehen wichtig. Wenn wir drohen dummer de Familienkompositionen von Haut rechnen. Familienkompositionen, die viel mehr divers sind, wie das nach 24 Jahren der Fall war. An diesem Exerzis nicht den einfachsten ass, war von Anfang an gewusst, der Finanzminister hat das allemal von der Quadratur vom Kreis geschwärzt. Wir kriegen den Steuertarif definiert, den im Optimalfall einerseits leidend lascht, aber andererseits keiner soll verlieren oder mehr muss bezahlen. Das ist auch von unseren die kruzial froh. Die Piste einen neuen avantagösen Steuertarif anzufeiern, nur in der aktuellen Steuerklasse 1a, also ist nicht unsympathisch, weil es gibt nämlich bedeuten, dass weder der länger Zeit nach die Leute über 65 Jahre, respektive Fitleute, etwas verlieren, und Leute an der Steuerklasse 1 für steuerlich entlastet gehen. Bleiben dem nur die Leute an der Steuerklasse 2. Die ein Avantage haben per rapport von denen, die an der Steuerklasse 1a sind. Da muss ich gucken, dass die Leute diesen Avantage über eine Übergangsphase behalten oder ausgeglichen kriegen, für dass sie nicht mehr Steuern müssen bezahlen. Ja, das ist eng Pist. Es gibt nach vielleicht andere und nach bessere Lösungen, aber das werden wir dann an den nächsten Wochen am Ende hier an der Finanzkommission und an den zuständigen Instanzen diskutieren. Aber wir sind nur gespannt, was als der Finanzminister am Juli wird überraschen. Herr Präsident, das Gene wie dem Finanzminister wichtig, dass wir op Pro von der Individualbesteuerung für mehr Steuergerechtigkeit zwischen den Leuten sorgen und dass wir auf dem Punkt zusammen mit den Sozialpartnern einen großen Konsens können finden. Pensionen. Eine breite Zustimmung wie auch an einem anderen Dossier wichtig, und das ist an dem von den Pensionen. Das wird ein Jahr her, die Regierung angekündigt hat, dass wir als Pensionssystem in der Lupfelen holen, für ob sie ein langfristig Finanzierbarkeit hin zu überprüfen. An dem Prozess geht es um Verantwortung für das Land, es geht um Transparenz vis-à-vis vom Bürger und es geht um den Respekt für kommende Generationen. Das Annonce war nicht nur Symbolik, es war der Startschuss und sind hier konkret auch viel geschafft. Minister für Gesundheit und Sozialsicherheit hat die Verantwortung geholt. Sie hat Gespräch geschicht, und nicht just mit den Gewerkschaften und mit den Patronen, sondern auch mit den Jungen, mit den Jugendparteien und mit den Studenten. Weil sie all eine ganz wichtige Stimme haben an diesem Debat, weil das Schulen die am meisten von der ganzen Sache betroffen ist. Schlussendlich, sie sieht, die das alles müssen bezahlen. Und die müssen wissen, was für sie, ob sie zu können, da 40 Jahre, wenn sie da noch die Chance und Glück haben, da können gesund an Pension zu gehen.
Et goufe bilaterale Reunionen schmengen der hut Göchte schon zu Sache gezählt. Der so teils der Sachen Herr Feier der an nonner Leiit, wat Minister Chano am Detail alles erklärt huet, van Kommission ass werde gesinn, dats die Aus, die der do gemerk huet, so falsch ass wie nëmmen Appppes. Me kommen nach dort opzeg, wat Minister an Detail kennt. Et goufe bilaterale Reunionen mat den Akteuren und Terra gemacht. Et goufen Table Ronde organisiert, et war eng breet Konsultatioun, Expertise a Menungen aus verschiedene Richtungen goufen ugeholt. So gower März an der Chambre Debat de Konsultation aufgehalen. Hei hatten die politische Partei et Möglichkeit, hier Position zu präsentieren. Et war ein wichtiger Moment an der Beweis, dass wir das Diskussion fördern. Ziel von der Regierung war klar, eng breet über wichtig gesellschaftliche Sujets ugelanciert, mit all den gesellschaftlichen Schichten zu schwätzen, und genau das hat sie gemerkt und da hat sie geliefert. Nicht han Zonen Dieren as diskutiert, geht mir 4 Uhr mat der Gesellschaft, dat Teil als keine Rentereform an Hanzimmer, der Teil als eng Demokratie an Aktion. Bierger sind angebunden, all Generationen konnten sich dem Thema abbringen. Ukönigungen vun enger meescher Pensionsreform, wie Demos geheescht huet, hunn direkt fir Kritik gesuercht. Et goufe viel Bedenken, viel Reaktionen an Dach, wann guckt, wat wirklich Leiit darüber denken, als Bild klar. Net nëmmen an der politische Partei, mehr an der Bevölkerung. Gesäit an dem Sonderch, den net méi spéit wie fir 14 Deeg gemerk gin ass, wo 75% vun de Betrote gesot hunn, dat fir sie wichtig ass dat eng Rentereform kënnt, a wat eng Richtung die Rentereform soll goen. Da sind sich wahrscheinlich die 75% net eens mit as muss kommen, dat war Dinechung vun den 75%. Auch den zu Lützeburg präsentierte Länderbericht von der OECD weist dort neue Perspektiven an Diskussionen um Pensionen hin. Der OECD no also eng umfassende Reform notwendig für das Pensionssystem auf Dauer zu stabilisieren. Da wird den Rahmen im Sinnfall über Beiträge zu diskutieren, das Pensionsalter, Lebenserwartung, alles da mal dran zu kommen. So könnte das System auf Dauer gesichert gehen und das am Sinn von einem Generationenvertrag. An nur den viele Konsultationen, als der Punkt kommt, wo es gilt, Decisionen zu holen. Natürlich ist nicht jeder zufrieden, da das auch normal an seinem Prozess. Der Premierminister hat gestern eine Piste genannt, Minister von der sozialen Sicherheit, wird für im Sommer am Detail dat an Kommission vorstellen kommen, wann man da fertig bringen, den Datum dort zu fahren. Wir begrüßen ausdrücklich, dass der legale Pensionsalter von 65 Jahren erhalten bleibt. Auf dem Punkt war ja am Kader von dem Konsultationsprozess ein breiter Konsens gefunden ging. Auch von der dann der Rede vom Premier vielleicht nicht genug betont ging, wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es für uns unerlässlich ist und ganz wichtig ist, dass körperlich anstrengende Berufe, dass die müssen eine Anerkennung kriegen, auch bei all dem, was an der Pensionsdebatte geschieht, und kann nicht sein, dass Leute, die körperlich schwer geschafft haben, das modern nicht berücksichtigen an der Pensionsreform. Herr Präsident, das große Ziel muss sein, dass die Altersmehrung von der Leute effektiv an die Pension gehen, so Schluss alles und die 65 Jahre Hund herrscht. Mehr ich will aber auch so, dass es doch wichtig ist, dass wir diskutieren über eine Teilpension, und auch da muss das System ausgebaut gehen. Viele Leute wollen nicht von Haut auf morgen direkt einfach an Pension gehen, aber die hätten gerne die Möglichkeit zu Schluss, an Schluss zurückzuziehen, und nicht die kennen bis du noch zu anderen dummer de Probleme, und dafür sollen mehr die Leute die Flexibilität gehen, die Freiheit am Zeitpunkt vom Meister, dass dem Arbeitsmarkt am möglichen Schluss an Pension rüber zu gehen. Und ich begrüße das ausdrücklich, wenn den dort progressiv soll ausbauen und dass dort Möglichkeit besteht, da den mit den Männern zu kombinieren. Da gibt es Modelle an anderen Ländern, aber wir sollen nicht immer Drahtneuer erfahren, wir sollen davon profitieren, dass sie noch auf diese Maßnahmen zurückgreifen kann. Des Weiteren ist es doch wichtig zu betonen, dass keine Änderungen kommen für die Leute, die an Pension sind, respektive die kurz für sind, für an Pension zu gehen. Studiejahre, Babyjahre und Förderung von der Beschäftigung von älteren Leuten, das waren alle Sujets, die auf großen Konsens gestoßen sind und die auch nicht gefreckelt wird. Da das auch Generationengerechtigkeit und weist, dass trotz Differenzen eine gemeinsame Basis auf verschiedene Punkte auf alle Fall von kann gehen. Herr Präsident, von der finanziellen Nachhaltigkeit von unserem Pensionssystem bleibt natürlich am Mittelpunkt dieser Diskussion, da das kein Zweifel. Der Premierminister hat Maßnahmen annonciert, die das System über die nächsten 15 Jahre finanziell soll aufsichern. Die Jungen, die hier sitzen, wenn ich auf verschiedene gucken, auf alle Bänke, wenn ich auf die Jungen, die mussten sich bewusst sein, so wie ich, die werden nach 15 Jahren nicht mehr hier
da musst du stoen an darüber. Die mussten dann nicht diskutieren, wie es weitergeht mit den Jungkabannen. Die mussten sich bewusst sein, dass sie da spätestens nach 15 Jahren sich nach einer Thematik mussten auf der Live zeigen, für zu gucken, dass es dann noch möglich geht, auch das System weiterhin aufzusichern. 15 Jahre ist eine lange Zeit, aber trotzdem sollen sich das immer bewusst sein, dass sie das machen muss. Für die Minimalpension belangt ihre Schlot vorgestellt kriegen, will ich nicht so. Also persönlich hatte ich lieber einen anderen Weg gesehen. Ich habe da doch sowohl an der Table Ronde wie auch bei Bannen gesagt, dass ich lieber gehabt hätte, wir hätten nur einen anderen Weg gefunden mit dem Weg, den du geschlagen hast, als aber den Zweitbesten, was nicht den Besten, als mit den Zweitbesten, dass das aber nur ein Automatismus soll geschafft gehen, dass die Leute, die ganz kleine Pensionen haben, dass die direkt dann noch können von den Sozialhilfen profitieren und nicht, da müssen eine lange administrativen Weg machen. Wie gesagt, dass die Zweitbestlösung mehr Heians, da muss ich noch besser an den Wein schütten. Der Damen und Herren, ich bin gespannt, wenn man der Minister an die Sozialkommission könnt, über den Debat, den wir dann alle zusammen werden, an der Kommission feiern, und dass wir da einen konstruktiven Debat können feiern. Dann will ich darüber herausgehen, dass es doch wichtig ist, dass die Gewerkschaften, Patron und die Regierung, auch mit denen sich die Regierung noch treffen, weil nach immer als Sécurité Sociale zu Lützeburg an tripartiter Gérance an noch an der Pensionskäse an de Gremien sitzen sowohl Staatsvertreter wie Gewerkschafts- an Patronsvertreter an ass doch wichtig, dass du eng bret gefauert Diskussion gemerk get. Vorstelle kann se her no zum Schluss bringen, Lust mich lo Fifuen, da kann den Herr Feier dat gerne machen. Gelieft. Ja, ich kann schon noch so viel zugehen, Herr Feier. Du hast überhaupt kein Problem. Es sind aber optimistisch, dass mehr zu Summe werden. Es sind optimistisch, dass mehr zu Summe werden Lesungen fallen. Noch von entschied für sich nur am Endeffekt an den Lesungen wird zurückfinden, wie da das Lohn nach zu frei für darauf zu spekulieren, mit so einer Nummer Luft werden, wird konkret von der Regierung auf den Tisch können, da wird nur konkret am Gespräch mit den Sozialpartnern rauskommen. Ich will aber ganz klar sagen, schon noch viele über Pensionen geschwärzt, und nicht nur die Pensionen will ich mich auch mit der Gesundheit beschäftigen. Mehr, Herr Feier, der darf da wohl gerne mehr vorstellen. Das ist immens gentil, merci Herr Spaut. Ich wollte dich effektiv lo, weil über Pensionen geschwärzt wird, wenn man nur die kleinen Échange hatten. Ich habe so, dass ich keine Aussage gemacht und ich finde schon froh gestellt. Die hat gesagt, wenn die Leute nach können nur 40 Jahre dann an die Pension gehen, aber ich froh, just können die Leute nur 40 Jahre effektiv an die Pension gehen oder müssen sie mir lang gehen? Weil wenn ihr guckt, die Inspiration von der Reform bei den Pensionen, wenn es Prolongement von den Kotisationen geht, scheint wieder ja von Frankreich zu sein, mit einer phaseweise Gruppe per Trimestre. Und du gesagt hast, dass die Leute nämlich 40 Jahre geben, dass sie 42, 43 Jahre gehen, weil hier Karriere mir lang geht. Und dafür, ich habe so nicht gesagt, ich finde ich froh gestellt. Statt, dass ich noch 40 Jahre nach wie vor kann an Pension gehen, oder muss ich in Zukunft ein bisschen mehr lang gehen, pro Jahr mehr lang gehen, wie 40 Jahre Karriere. Und wer für Leute sind dann nur von der betroffen? Weil das war nicht klar gestern an den Annoncen, die der Premier gemacht hat. Und das ist auch nicht klar an dem, was dir als bislang gesagt hat. Dafür wäre ich froh, wie gesagt, eine ganze Neutralität froh, da eine Präzision. Merci, Herr Feier, für Herr Froh. Also, wie recht, weil ich so, ich bin nicht der Sprecher von der Lützeburger Regierung, aber das ist ja, aber nicht, ich bin aber nicht. Ich will aber so, ich bin nicht der Pressesprecher von der Lützeburger Regierung und ich bin nicht Member von der Lützeburger Regierung. Just für das mal als erster Punkt zu sagen. Als zweiter Punkt meine ich, dass sowohl der Premierminister wie der Sozialminister Scheiers, und ich gehe auch davon aus, dass die Regierung nach Position wird holen, für die Vorhaber zu sagen, gestern sind als ein großes Pist genannt, Detailer.
huet de Premier och gëchte gesot, steet er op senger Seite, gëtt an der Kommission Madame Lehnert, dat ein Detail, wo ihr muss drüber schwätzen, über verschiedene Punkte zu machen. Dafür wollte ich kein vor, weil hun Schrei eng Diskussion ausgefordert, wir müssen der Bartolomeo op den Punkt können, eng fairen Stoff vergoen. Die Bartolomeo singeriert Hanno halen an Diskussionen noch ge Herr Sports méi Fudlo weiter mat Merci Herr Präsident. Da kom die Bartolomeo Herr Sports kom op Gesundheit. Gesundheit das net eng vor vu Strukturen an Infrastrukturen, et geht de Mënschen an Martine wie mehr Martinen ëmgin. Dafür sind mir klar, wir wollen ein System, das sich den Patient dreht, nicht düster Prozeduren an Administrationen, mehr ein Besoin vom Mensch. Das ist leider aber nicht immer einfach, weil als Spitäler sind überlastet, Strukturen sind an ihre Grenzen. Der Mann der medizinischen Dienstleistungen geht das Blut. Gesundheits- und Pflegesektor zu Lützeburg, mir nicht nur zu Lützeburg, steht für große personelle Probleme. Der Personalmangel ist alarmant und erfordert direkte Aktion von der Regierung. An net méi spéit wie 4 Göster waren eng Deel vun de Leiit, die a Bande sitzen op der Lenker so gut wie op der Rezer seit och bei der Anil der vun der Firmier, wo och enke dodriwer geschwert gin ass, an Di froh waren, dats mé do präsent waren fir Oktober den ze weisen, den entere die Chamber sowuel Opposition wie Majoritéit hunn fir iwwer her Erbeskonditionen an noch iwwer den Zostand vum Pflegebedarf am Spidolsektor ze schwätzen. Gleichzeitig muss Ihnen erstreichen, dass erst der Personalmangel doch schwere Arbeitsbedingungen sind, schwere Karriereperspektiven an Familie an Arbeit zu verbannen, als an dem Sektor nicht gerade in aller einfachsten. Und ich will wirklich so in den Film, den man da gewiesen haben, bei der Anil, wird den Alltag von einer Firma, die während 8 Stunden begleitet gehen als von einem Kamerateam, hat bewiesen, wie schlimme Teile da kann sein. Nicht nur was theoretische Sicherheit belangt, sondern auch Beholen von den Familien auch von den Patienten für auch Demos do Sachen draufgehen. Und ich muss ehrlich gesagt so, und ich meine, es war kein, den den Film hat geguckt hat, der nicht davon betroffen war, nicht erfeiert war, was da alles und den Tag kam, und dass das auch wirklich Chance soll sein, von erster den Film anzugucken, weil das war ganz interessant, aber wenn ich gucke, die Leute, die da waren, die alle am Kopf winken, sowohl auf Oppositions- wie auf Majoritätsseite, dass das wirklich eine gute Initiative war, dass es in die Stimme bewusst geht, was die Leute da am Alltag mitmachen. Ursache für diesen Personalmangel, wo ist das hier? Das könnte durch die Bevölkerung immer mehr, was ein gutes Sache ist, aber für den Notteil, weil man nicht genug Leute für die mehr Leute können zu betreiben, technologische Entwicklung und noch ein höchster Mann der Gesundheitsservice. Gleichzeitig bleibt es aber bei schweren Arbeitsbedingungen. Dafür bin ich der Meinung, dass das wertvolle Arbeit mehr attraktiv muss gestaltet gehen. Das Beruf muss mehr klar definiert gehen und es muss um die Realitäten vom Terrain angepasst gehen. Das war auch schon eine Diskussion, die man wann gefordert hat, wie ich die Aktualitätsdebatte gefragt habe, über den Zustand der Gesundheitsberufe. Dafür ist es doch wichtig, dass wir am Gesundheitssystem etwas mehr beim Personal, aber man muss noch gleichzeitig gucken, für das System sich ernst aufzustellen. Wir sollen darüber nachdenken, wie kleine, effiziente, reaktionsfähige Strukturen aufzusetzen, nicht dass immer jeder muss direkt an von den großen Spitälern gehen, für das eine Echtversorgung, die Zeit hat, ob der Mensch und das heißt, für den Mensch als Patient behandelt wird. Ich will noch nicht gerade so nicht als Nummer, aber wo die Möglichkeit ist, für sich viel mehr den Menschen herzugehen. An dem wir einfach medizinische Angriffe, für die nicht immer Spital nötig ist, müssen auch mehr kleine Strukturen können stattfinden. Das ist mehr praktisch und für alle mehr agreeabel für den Patienten. Und da geht es nicht um die Digitalisierung, die ist nicht nur ein technischen Detail oder ein flotte Gadget, mit dem Schlüssel für eine bessere Koordination. Eine mehr schnelle Übermittlung von Daten ist auch unumgänglich. Es gibt die Möglichkeit, dass Patienten mehr frei, mehr präzise, aber nur bei sich können behandelt gehen. Apropos Digitalisierung, der Premier hat engageriert ganz viel über das Thema geschwärzt. Er hat eine Vision für die Digitalsouveränität von Lützeburg zu stärken beschrieben, da die wird der von einer mehr intensiver Nutzung von der künstlichen Intelligenz, respektive Investitionen an Innovationen.
Wir begrüßen diese Erfahrungen, die die Regierung in den nächsten 6 Jahren über 3 Milliarden Euro für diesen Sektor will mobilisieren. Ganz besonders wird auch gefragt, dass der Premier in diesem Kontext aber auch auf Gefahr von der KI hingewiesen hat und dass er verantwortungsvoll mit dieser Technologie muss umgehen. Und auch das hat mit Gesundheit zu tun, mit der Gesundheit von unseren Kindern, weil die gerade auch an diesen Sachen gefördert sind. Und da wird mein Kollege Ricardo Marquez nach mehr im Detail darauf hinkommen, weil da Punkte sind, wo man fährten, dass er da muss aufpassen, wer die möchte, dasselbe gilt, dass er sich auch muss gucken, was das allgemein für die Gesellschaft mitbringt, wenn KI immer mehr den Lied überhält. Ich komme lo bei einem Sujet de mehr, die kennt mich ganz besonders im Herz leid, Arbeitsrecht an Rechte von den schaffenden Leuten. Die Themen. Wenn mehr über Arbeitswelt schwätzen, dann hört die Inspektion de Travail die Minen eine zentrale Rolle zu spielen. Sie schützt Salarien, sie kontrolliert die Anhalte vom Arbeitsrecht, und sie garantiert Sicherheit auf dem Arbeitsplatz. Die ITM ist eine von den ältesten Administrationen vom Land, mit der Welt von der Arbeit wird sich verändert. Auch wenn das noch an ihrem Namen steht, die letzte Minze Lützeburg ist schon lange so. Aber mit der Arbeitswelt haben sich auch die Aufforderungen vis-à-vis von der ITM verändert. Missionen von Göster gehen nicht mehr durch. Betriebe an Salarien brauchen nicht nur Kontrollen, sie brauchen für alle Menge Orientierung, sie brauchen Unterstützung und Beratung. Der Arbeitsminister hat letzte Woche ein klares Zeichen gesagt, und zwar hat das Gesetzesprojekt von seinem 4 Vorgänger zurückgezogen. Das war die richtige Decision, weil wir brauchen eine Reform, die sich nicht um Gäste orientiert, sondern die an den 21 Jahren passt. Es geht darum, nicht die Themen zu schwächen, am Gegenteil, sie muss gestärkt gehen, aber nicht nur als Kontrollinstanz, sondern vor allem als Partner, Berater und Präventionsakteur. Die Mission von der ITM muss neu definiert gehen, für ein flapsig auszudrücken, wir brauchen mehr Sheriffen und mehr Conseiller. Als Ziel ist es, die Präventionskette zu verstärken, für dass die ITM auch wirklich konsultieren und begleiten kann, für dass sie mit der Betrieberschaft und nicht gegen sie, so wie das Heians do no Bause gesiegelt. Und das zum Wohl von allen, des Salarien an der Patron. Die haben beschläft, ich fand es ganz positiv, dass der Premierminister angekündigt hat, dass bis Ende des Jahres eine Reform von der ITM an große Piste soll präsentiert gehen. Das ist gut so. Wir brauchen eine moderne Verwaltung, eine die Realität vom Arbeitsmarkt von mir kennt und eine die flexibel ist. Die Regierung ist wie gesagt angetreten, für das Land zu modernisieren, auch gesellschaftspolitisch. Da gehört doch die annonciert weiter Flexibilisierung von Congé de Maternité und die Abfeierung vom Top partiell familial. Da man dann drohen die neue Familienkomposition rechten. Wichtig ist aber auch, dass der Projet de loi über Congé generell den an der Chambre leitet, dass wir den auch fair getrieben kriegen und dass die nötigen Adaptationen kommen, wo 3 Ministerien am Gang sind zu gucken, für die Koordination zu machen und da dann auf dem Lied vom Ministère du Travail, für das wir auch die Congé in alle Gute schnellstmöglich können auf den Punkt bringen, wo es nötig ist. Eng weiter Modernisierung plant die Regierung bei anderen Punkten vom Arbeitsrecht, wie der Premier für global engem Jahr als engeriert von der Nation gehalten hat, war die Diskussion nach eng an. Mit hier hat sich viel gedauert. Trotz von einer Modernisierung vom Arbeitsrecht hat viel Platz auch an der Presse angeholt. Durch Sonderarbeit, durch Thema Öffnungszeiten am Kommerz und Diskussionen über Kollektivverträge, mit der Frage, wer verhandelt und wer wird nachverhandelt. Ich will hier aber nicht so viel an den Rechtsspiegel gucken, da das nicht zielführend am Kontext von der Rede zu der Lage von der Nation. Für mich geht es darum, nur 4 zu gucken, was ich auch machen. Der Premierminister hat klar gemacht, dass Modernisierung vom Arbeitsrecht eine Priorität bleibt. Eine Modernisierung, die nicht durch eine Revolution, sondern mit konkreten und pragmatischen Schritten. Am Dialog, am Respekt für unsere soziale Tradition, das ist eine Approche, die ich voll unterstütze. Ich will nicht, dass wir an unseren Notbeschländer wir lesen das all der an der Zeitung, dann als an der belgische Streik, dann als der frankreichische Streik, dann als eine Stilllegung an Deutschland, dass es zu Lützeburg dazu kommt. Wir heute zu Lützeburg wäre bis immer möglich, an Ausgleich am sozialen Dialog die Änderungen zu finden, die notwendig sind. Der Premierminister hat die sogenannte Sozialrunden organisiert, wo die betroffenen Ministerin zusammen mit den Sozialpartnern diskutiert haben. Und nicht öffentlich, aber da, wo es zählt, rund um den Tisch, an aller Serenität und den Druck von Mikro und der Kamera. Diese Reunionen wurden die letzten Monate regelmäßig aufgehalten. Sie weisen, dass es nicht um Symbolpolitik geht, sondern um Lösungen zusammen am Respekt für alle Akteure, mit dem Ziel, Kompromisse zu finden.
Nach Woche gouf so eng Reunion aufgehalen an dat weis klar, de Sozialdialog stärke sie kein Adel Wähler, wieder das eng politisch Priorität. An dese wichtigchen Dossier fir de viel Diskussionune gesecht hun, hat mir gesot, wat Dëffnungszeiten awer sondersabeg du belangt, mir giffen den Avis vum Staatsrat ofwell. Weil dat geheiert zu engem serieux Gesetzgebungsprozess, a an des Avis Fehler muss mir die Diskussion a Ro a Serenität an den zouständige Chamberkommissionen weiterfeieren. Dofir menggen ech, dats dat net und der Lach vun der Nation ass iwwer Detailer vun denen zwee Gesetzer anzugoen. Dat wisst is an die Norweg lass an dat fëlech ganz klar so. Méger perélescher Meung huet neich gerne der Wert joch neich dann ha net még perélech Meung ha get dëm wat generell soll geschéien, a mir werden uschleessen van die Projekte Vierleiien an wann die neideg Avis in alle goeten dosinn an der Zostäger Kommission drwer schwätzen, an dann werden och do déi Deciioen hhöllen, die notwendig sinn. Dobei leiien och eng Vor einer wichtig vor dem Dach, dass wir eng Flexibilität das nedig ohne Rechte von den Arbeitnehmer anzuschränken. Wie kann ein Kollektivvertragsgesetz modernisieren am Ende von engem von den anderen, dat sowohl von der Patron wie von den Salarien? Wie können wir mir eine große Aufdeckung durch Kollektivverträge erreichen? Soweit wie lo an Zwischenzeit lesen ich die berüchtigt EU-Direktiv schon zwar noch immer nicht verstanden, wie werden ein berüchtigt EU-Direktiv aus, wenn wir dann der Direktiv steht, für auf die 80% zu kommen, aber wie reagiert auch den Terrain auf die Realitäten? Das sind die Fragen, die wir stellen, aber wir müssen darauf Antworten sichern und das werden wir an der zuständigen Chamberkommission machen. Ich bleibe fest überzeugt, es gibt einen Mittelweg, eine Modernisierung vom Arbeitsrecht kann auch so geschehen, dass die verschiedenen Interessen von den Sozialpartnern respektiert werden. Min Konklusion de Mittelweg ass dat eigentlich Kennzeche vun engem funktionierende Sozialdialog. Beim Sozialdialog geht es darum, Kompromiss zu fannen an en gesund Balance zu erreichen. Das ist ein Sujet, de wie dir wisst, mir ganz besonders Herz leid. Der Sozialdialog war bleibt entscheidend für wichtigste soziale Frieden an die Sozialkohäsion, an das Lützeburg sto steht, wo Lützeburg haut steht, war auch darauf zurückzuführen. Ich werde mich auch weiterhin persönlich dafür einsetzen, erstimmt zu mengen Überzeugungen und zu mengen Gewissen. Dreht vun der Lehrer der Nation vun Haut steht unter dem Motto Fortschritt durch Stabilität, a Stabilität durch Fortschritt. Sozialdialog als Bestandteil von der Stabilität an unserem Land, dafür sind ich überzeugt. Wir haben da immer gute Erfahrungen gemacht, aber genau soll es bleiben am Interesse von Land der Leid. Das ist auch wichtig, dass man Fortschritt durch Stabilität kreiert, a Stabilität durch Fortschritt. Das ist so nicht merci.